Many people say data is the new oil, the oil of the 21st century. So if you think about how oil has transformed our lives, data is going to do the same thing. European citizens are concerned that their personal data may be misused. Datenschutz, den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft nicht zulassen wollen. It is our responsibility to get these rights in place. Jetzt fängt der richtig harte politische Kampf an. Da habe ich dann gehört, wie die Wölfe die Zähne fletschen, um mich danach zu zerreißen. Wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren? Who do you think would like to stop the directive? Well, I think we know the usual suspects. Die üblich verdächtig. Das sind die Interesse und niedrige Standards haben. Es sind die aus eigenem Interesse die Reform vom Datenschutz in der Beschuss geholt haben. Der Film Demokratie im Rausch der Daten ist vom deutschen Regisseur David Bernett gedreht worden, lief den 12. November an den deutschen Kinoen an. Es ist ein flotter Film, weil er den komplexen Prozess von der europäischen Gesetzgebung weist. Das ist nämlich gar nicht so einfach, immer zu wissen, wen, wie, wo die an der Hand hat. Der Film weist Leute, die am Prozess eine Rolle spielen. An Gesichter von diesen Leuten weist der Film ein Beispiel von einer Datenschutzreform. Die Hauptfiguren an dem Dokumentär sind ein jungen deutschen geringen Europadeputierten und eine nicht mehr gerade so jung Lützeburgische Kommissarin von der CSV. Die zwei zusammen, das ist gar keine so eine schlechte Kombination. An diesem Film wird deutlich, dass der Arbeit von einem Kommissar nicht aufgeschlossen ist, wenn hier bis ein Projekt für einen Gesetzestext auf den Tisch legt. Nein, ein guter Kommissar bleibt Schlüsselfigur, wenn es darum geht, Majoritäten an Decisionen am Conseil und am Parlament zu fangen. Als Kommissarin habe ich den Druck Doppel gehalten. Und auch am Europaparlament kämpfe ich weiter dafür, dass die Datenschutzreform endlich gestimmt wird. Für was eigentlich? Die Welt verändert sich durch die digitale Revolution. Und sie verändert sich sicher. Die aktuellen Regeln am Datenschutz sind aus dem Jahr 1995, also aus der Zeit vor dem Internet. Es sind noch fragmentiert Regeln. Wir haben so ein Patchwork von 28 verschiedenen Regeln über ganz Europa verteilt. Und damit können wir keine richtigen digitalen Binnenmarkt schaffen. Die Reform ist auch notwendig für als Klein- und Mittelunternehmen, die sonst keinen einfachen und sinnvollen Zugang zum ganzen europäischen Binnenmarkt kriegen. Wir brauchen den Binnenmarkt ohne Grenzen, auch für die Neufirmen als Start-ups. Sonst können sie nämlich nicht fußen. Guckt mal, heute gibt es auf der Welt 112 große Technologiebetriebe. Aber wo? 73 an den USA. 27 an Asien. An Europa gehen es gerade mal 10. Für das wir da mehr kriegen in Zukunft, muss man also Betriebsgründer einen Kontinent bieten, den große Markt ist, an den noch funktioniert. Gemeinsame Datenschutzregeln für ganz Europa sind Fundament, was wir brauchen, für Jean-Claude Juncker sein Projekt von einem digitalen Binnenmarkt zu realisieren. Da geht es doch ganz prinzipiell als wirtschaftliche Zukunft. Ich gehe nicht nach Schiffer. Die 10 kapitalstärksten Technologieunternehmen aus den USA haben heute schon finanziell Potenzial für 80 von unseren größten europäischen Firmen einfach abzukaufen. Die Herausforderungen liegen also auf der Hand. Wir müssen uns wehren. Auch weil der Schutz von den persönlichen Daten ein Grundwert an Europa ist. Es geht am Artikel 8 von der Charta von unseren Grundrechten klar darüber redet, an als Daten sind geschützt durch als Grundrecht. An dem dreht Reform ausdrücklich Rechnung. Hier geht es um ein klares Prinzip. Die persönlichen Daten gehören den Leuten, an nicht den Unternehmen. Das hat ja übrigens auch der Europäische Gerichtshof
an seinen letzten Urteiler immer nächst konfirmiert. Es gilt als Wertvorstellungen aufzusichern, an nimmen zu Summe können wir die internationalen Normen vom neuen digitalen Zeitalter beeinflussen. Daten sind der Petrol vom 21. Jahrhundert. Sie verändern als Welt. Es geht beim Datenschutz also um Zukunft. Es geht darum, wie als Welt muss ausgeseit. Und das macht das Thema so wichtig und spannend. Und ich bin froh, dass ich dabei sein konnte. Beim Aufbau von unseren Rechten, aber beim Film über die Rechte, den dieser Tag an Deutschland Premiere gefeiert wird, an die schon an den europäischen Kinoen gewiesen wird, aber bestimmt auch bei uns zu Lützeburg.